Dem 19. April merkten die Juden über der Welt auf dem heldischen Aufstand in Warschauer Ghetto. In dem Tag, 1943, hat sich umgegeben der bewaffnete Kampf in der Warschauer Ghetto, organisiert und angeführt durch der Vereinigte Jüdische Kampforganisation. Die Jüdische Kampforganisation ist gegründet geworden im Oktober 1942. Ungeführt hat mit ihr der Stab in Bestand von Mordechai Anilewitsch, Hashomer HaTzair, Kommandant von der Kampforganisation, Michael Rosenfeld, Polnische Arbeiterpartei, Hersch Berlinski, Linke Poalei Zion, Itzhak Zuckermann, Achalutz und Marek Edelmann, Bund. Dem 19. April Fartug sind die Okkupanten zugetreten zu der endgültigen Liquidation von dem Rest Juden in Warschauer Ghetto. Sie haben geschickt reguläre Militärteilen, Artillerie, Sapioren, deutsche und polnische Polizei, Gruppen von ukrainischen und lettischen Faschisten unter der allgemeinen Anführung von General Jürgen Stroop. Aber das deutsche Militär ist zurückgetrieben geworden durch die Ghettokämpfer. Damals haben die Faschisten herangebracht in Kampf, Tanken und auch viele Aviation. Dem 16. Mai hat Stroop offiziell gemolden, als der gewesene jüdische Wohnquartal hat aufgehört zu existieren. Aber die Kämpfe hat mehr nicht kein koordinierte, sondern mit der jüdischen Kämpfer umgegangen weiter. Die letzten Ideen wegen Zusammenstößen stammen von August 1943. Hagam die Ghetto ist schon lang gelegen in Churwes.